Moin und herzlich willkommen am Minette Mashup, dem Podcast von der Minette UNESCO Biosphäre und zusammen mit man IKCNCI an dem Moi. Hallihallo für als groß Premierhaut mehr hun de Minette eng allererste Kehr verlos. Dat as aber etwas, was man direkt gepummelt das Jahr will hun. Es sind Jan der Minette UNESCO Biosphäre, die Industriekultur CNCI als Hauptmann Maria vertreten. Hallo. An de Moi mit dem Musée von der Erbecht wie Almond von Marike. Hallo. Also Podcast könnt ihr überall abonnieren. Wir sind auf all den großen Plattformen einfach nur Minette Mashup sichern oder den Hashtag Minette Mashup an den sozialen Medien benutzen. Aber wir sind an enger Schmelz. Enger Schmelz, die UNESCO-Weltkulturerbe an der sind 1994. Wir sind an der Völklinger Hütte und deshalb wird diese Episode unseres Podcasts dann auch in Deutsch sein. Außerdem begrüßen wir, und das haben wir ja auch nicht jeden Monat, gleich zwei Gäste. Das ist einerseits Peter Backes, ehemaliger Projektleiter und heute noch Guide in der Völklinger Hütte und Vorstandsmitglied der Vereinigung ERI, European Route of Industrial Heritage. Der richtige Ansprechpartner, würde ich mal sagen, um uns so alles über dieses ehemalige Stahlwerk zu erzählen. Hallo Peter. Moin. Und als zweiten Gast haben wir Jörg Pütz hier. Hallo Jörg. Morgen. Jörg ist Fotograf aus Völklingen und hat bestimmt auch eine sehr enge Beziehung zum Wahrzeichen seiner Stadt, oder? Natürlich, Völklingen ohne Hütte gibt's nicht. Darüber reden wir dann auch später etwas mehr im Detail mit Jörg. Zuerst kümmern wir uns aber um die Location des Monats. Location vom Monat. Man hört vielleicht schon etwas im Hintergrund, ein paar Geräusche. Wir sitzen hier, ich kann es gar nicht beschreiben. Maria, wie würdest du es beschreiben? Also ich bin einfach begeistert, überwältigt von diesem ganzen Stahl, was uns hier umgibt. Also in allen verschiedensten Formen. Wir haben hier Schächte, wir haben hier Schriften, wir haben sogar der Boden, alles in Stahl. Also bis vielleicht noch kleine Wände. Ja, die Mauersteinwände, die es noch dazwischen gibt. Die ist noch dazwischen, aber wirklich von den Strukturen, man sieht hier überall zusammengeschweißte, hochaufwendige Stahltragwerke. Und irgendwie sitzen wir hier, Peter, glaube ich, in einer Art Recyclingzentrum. Genau, wir sitzen hier in einem Ort, der eigentlich kongenial Völklingen mit Luxemburg verbindet. Und zwar wurde hier Erz verarbeitet und das Erz kam ja bekanntermaßen, das ist die Minette aus Lothringen und aus Südluxemburg. Wenn die Minette hier angekommen ist, da hat die gestaubt wie die Hölle. Hier war alles voller Staub, der ganze Raum hier, da hat es nie so klar und so sauber ausgesehen wie jetzt hier. Hier war richtig Staub. Und das war der Staub von der Minette, der hier mit angeliefert worden ist und den man zunächst gar nicht verwenden konnte. Und der wurde hier nochmal zusammengebacken zu einem festen Material und dann in den Hochofen gefüllt. Also hier ist die Sinteranlage, nennt man sowas. Sinter, was heißt Sinter genau? Sinter heißt immer, wenn man feinkörnige Stoffe, das gibt es in der Keramik auch, wo feinkörnige Steine zusammengebacken werden und man nochmal einen festen Stoff draus macht, einen größeren festen Stoff, den man dann hier, wie gesagt, dann endlich wieder in den Hochofen einführen konnte. Also damit auch wirklich so wenig wie möglich vom Rohmaterial verloren geht. Man hat diesen Staub jahrelang weggeschmissen auf die Halde, bis man sich überlegt hat, sind wir bescheuert, da ist ja noch Eisen drin. Da ist ja genau das Eisen drin wie in der Minette, in dem Erz auch. Das ist ja Eisen, das können wir nicht einfach wegschmeißen. Und deswegen ist man auf diese Idee des Sinterns gekommen, die heute übrigens immer noch verwendet wird in Eisenwerken, die aber auch dazu geführt hat, dass hier alles voller Staub war und der Staub nicht nur hier war, sondern auch auf die Stadt gezogen ist, auf die Umgebung. 30 Tonnen Staub pro Tag. Und der Kollege hier kennt das ja bestimmt noch, dass man abends hier in Völklingen immer abends eine Staubschicht, Sinterstaub, das war der Gruß aus Luxemburg hier, den die Leute auf ihrem Salat und auf ihrem Fensterbänken hatten. Jörg, hast du da Erinnerungen? Naja, so direkt jetzt nicht mehr, also außer eben, dass man wirklich die Fensterbänke musste putzen, dass das vernünftig aussah und der Geruch eben. Ne? Man hat das auch überall gerochen in der ganzen Stadt. Heute erzählen die alten Völklinger, wenn sie hier sind, oft noch, dass die, wenn die im Sommer Eis gegessen haben, auf der Straße, das immer zwischen den Zähnen geknirscht hat. Und das war dieser Gruß aus Luxemburg.
Ja, wir hätten vielleicht noch eine andere Frage. Also Sie kennen den Sit hier wie in Ihrer Westentasche. Können Sie uns etwas über Ihre Zeit als Guide, was Sie hier so genau machen? Können Sie da was verraten? Genau, gerne mache ich das. Los ging für mich alles, als es hier das Ende war. Das war für mich der Anfang, das war 1986. 86 wurde die Hütte hier stillgelegt und 86 bin ich hierher gekommen, damals noch als Beschäftigter des Kultusministeriums in Saarbrücken. Wir sind hier ausgeschwärmt in einen unbekannten Ort. Niemand wusste, was hier los war. Man wusste nur, die Hütte ist stillgelegt und die Hütte sollte erhalten bleiben. Ja. Was damit passieren sollte, wusste man nicht. Also dass man irgendwann mal so gemütlich hier sitzen konnte, wie wir jetzt da, das war weit, weit weg und keiner hat daran gedacht. Da habe ich angefangen. Zunächst bei Projekten habe ich mitgearbeitet des Kultusministeriums. Damals gab es auch die Anerkennung zum Weltkulturerbe, da gab es Feierlichkeiten und all das. Und habe dann so Anfang der 90er Jahre angefangen, hier Führungen zu machen, habe mich schulen lassen und seit dieser Zeit bin ich hier Guide. Jetzt verstärkt natürlich, das habe ich auch, ich war ja lange Zeit als Projektleiter hier auch tätig in der Gesellschaft, habe ich parallel dazu gemacht. Und jetzt mache ich das ausschließlich und das ist meine Leidenschaft. Leute über die Hütten zu führen, das ist mein Leben eigentlich. Denen das beizubringen und die das erleben zu lassen, das ist meine Leidenschaft. Gibt es eine Schraube, die du nicht kennst? Es gibt einige Schrauben. Also es gibt auch, das muss ich auch dazu sagen, es gibt viele Menschen, die auch in der Gesellschaft arbeiten, zum Beispiel in der Bauabteilung, die kennen die Hütte viel besser als ich. Also ich war nicht überall, aber die Architekten, die sind ja immer gnadenlos, die klettern überall hin, wo es nur geht. Und es gibt viele Plätze hier, da habe ich mich noch gar nicht hingetraut, weil mir das zu gefährlich ist. Aber ich kenne die Hütte, glaube ich, schon ziemlich gut, ja. Okay. Du bist darüber hinaus auch bei ERI ein Vorstandsmitglied. Vielleicht für unsere Zuhörer, die ERI nicht kennen, was ist ERI genau? Die European Route of Industrial History. ERI, einfach gesagt, ist ein touristisches Netzwerk. Das wurde 1999 ins Leben gerufen, damals orientiert an der Straße der Industriekultur im Ruhrgebiet, kennt ihr vielleicht, das war damals das erste touristische Industriekulturprojekt weltweit, das wirklich hochprofessionell und hoch elaboriert auch umgesetzt worden ist und daran hat sich ERI orientiert. Also mit diesem System von Ankerpunkten, wo dann Sites dran angegliedert sind. 1999 gegründet, zunächst mal so als eine lose Verbindung. Ich weiß noch, als ich da das erste Mal nach England getigert bin und mit den englischen Kollegen da konfrontiert worden sind. Also es ging gleich international los, das muss man dazu sagen. Es war also nichts Deutsches, sondern es sollte European sein. Da waren polnische Kollegen dabei, niederländische natürlich, dann britische und wir, das waren so die Gründe, aber damals gab es so EU-Projekt, das das Ganze so vereint hat und auch finanziert hat, weil Finanzen sind immer wichtig. Übrigens damals auch als erstes Projekt, das wir hier als Völklinger Hütte, als Regionalroute angesetzt haben. Damals war auch Front de Grasse da Mitglied in der Regionalroute Saarlouis-Lux, auch eine ERI-Regionalroute war das. Das ist in den letzten Jahren ein bisschen eingeschlafen, aber das hat damals tatsächlich existiert, weil man zum einen mal diese Kooperation halt verstärken wollte und wie ihr das jetzt ja auch hervorragend macht bei euch da oben, die Orte touristisch in Wert zu setzen, auch touristisch zu kommunizieren. Weil das waren ja damals, das brauche ich euch noch nicht zu erzählen, das waren ja dunkle Löcher eigentlich. Damals kann mich noch gut erinnern, die saarländischen Touristen haben gesagt, was? Wie, was, die Völklinger Hütte bei uns auf die Website? Wir machen schöne Sachen, Wanderwege, Hochwald, Saarschleife. So was Dreckiges wie die Völklinger Hütte kommt uns da nicht bei. Und wir haben lange gekämpft, bis wir dieses Standing im Tourismus hatten. Und da war ERI auch ein wichtiges Werkzeug, das uns da geholfen hat. Und ich glaube, es ist immer noch ein wichtiges Werkzeug. Mittlerweile sind ja mehr Länder als die 4 Gründungsmitglieder dabei vertreten. Ich glaube, den letzten Kongress hattet ihr in Bilbao. Ja, das war mal in Bilbao, da konnte ich da jetzt hinfahren und der vorletzte war in Belval gewesen. Ja. Ich muss auch sagen, dass gerade diese internationale Zusammenarbeit, jetzt viele Ostblockstaaten sind noch dabei, Polen ist natürlich dabei, Tschechoslowakei sind sehr aktiv, jetzt gehen wir so langsam in die Mittelmeerländer, also Spanien, Griechenland, Portugal ist sehr aktiv, die Spanier auch. Also das weitet sich ständig aus und ich habe eigentlich eher die Befürchtung, dass wir zu groß werden, als dass wir irgendwann mal am Ende sind, weil ERI boomt wirklich. Und
muss man auch dazu sagen. Durch unsere Arbeit, die jetzt wirklich nicht ganz schlecht ist, würde ich mal sagen, werden wir auch schon seit 3-4 Jahren durch die EU gefördert und die EU ist wirklich unser Freund. Und wir sind natürlich ein Freund der EU, ist ganz klar. Und das ist ganz wichtig. Also es ist auch ein richtiges großes Netzwerk geworden. Also dieses Jahr war ja in Bilbao also ein Zusammentreffen, was sehr erfolgreich war. ERI wird in diesem Jahr 25 Jahre, ich kann das noch gar nicht glauben, 25 Jahre treffen sich da so irgendwo zwei paar Zauseln, so ein Dutzend Zauseln irgendwo in Europa und beraten über die touristische Zukunft der Industriekultur und das funktioniert sehr gut. Wir haben eine sehr gute Website, wo man sich organisieren kann. Wir haben sehr guten Kontakt zu unseren Standorten und wir werden jetzt auch in Zukunft das Thema Nachhaltigkeit im Industriekultur und Industrietourismus stärker beackern, weil wird das Thema der Zukunft für uns absolut. Okay, die Webseite von ERI verlinken wir in unseren Shownotes und ich glaube, jetzt ist es Zeit, zu unserem Quiz zu kommen. It's Quiz Time! Ja, und wenn wir heute schon Premieren feiern, dann gibt es auch eine bei unserem Quiz. Das geben wir nämlich aus der Hand und lassen Peter Backes die Ehre, der Quizmaster zu sein. Bitte, Peter, take over our podcast. Thank you, man. Ich bin ein begnadeter Quizmaster. Und wir machen alle mit. Aber Ja, es das gab, ist glaube gut. ich, keine andere Person, die das jetzt besser machen könnte. Also ich hatte eben schon mal, ich hoffe jetzt, dass ich eben nicht schon einige Fragen beantwortet habe, gell? Ich fürchte das, ja. Ich habe gut zugehört. Aber Ich egal. glaube, ich habe schon ein Ihr paar. könntet das ja noch schneiden. Frage 1. Die Eisenerzeugung in Eschsür-Alzette und Völklingen hat eine sehr lange Geschichte, die Eisenerzeugung. Wann wurde die Völklinger Hütte gegründet? A. 1852, B. 1873 oder C. 1911? Das war doch schon Günter Jauch mäßig, oder? Ja, Ja, so ja, schon weißt sehr du. nah dran, ja. 1873. Also ich habe da unten, glaube ich, beim Hereinkommen habe ich so 150 Jahre Völklinger Hütte gesehen. Ja, Jetzt müssen wir kurz rechnen. also dann 1874 ist ja jetzt nicht im Angebot, also müsste es 1873 sein. Ich schließe mich Ja. dem auch an. Sehr 1873. gut, Leute, ihr seid ja genial. Das ist schon mal die 500-Euro-Frage, war das. Machen wir weiter mit 2 oder wie ist das? Ja, Ja? ja, ja. Die Städte Eschsür-Alzette und Völklingen sind geprägt von Hochöfen. 1997 war in Eschsür-Alzette Schluss mit der Eisenerzeugung. Wann wurden die Hochöfen der Völklinger Hütte stillgelegt? 1978, B 1986 oder C 1992? Ich glaube, ich habe auch aufgepasst beim Hereinspazieren. Da ist sehr schön, ganz groß dokumentiert. Ich würde sagen B 1986. Und ich habe aufgepasst, Ja. was du vorhin ja, erzählt ja, hattest, ja. weil Penner haben du hast das das schon Datum verraten, genannt, 1986. Sehr gut zugehört. Endlich jemand, der mir zuhört. Heute stehen noch 2 riesige Hochöfen in Esch-sur-Alzette. Wie viele Hochöfen sind in Völklingen noch erhalten? Auch 2 Hochöfen, 4 Hochöfen oder 6 Hochöfen? Also es hat nach mehr als 2 ausgesehen, wenn man die Ja. Hütte so von Ja, ja. weitem Als anguckt. wir jetzt angefahren kamen, ich würde sagen 6. 6 Jackpot. Ja, 6. Absolut, genau. Natürlich 6. Und die sind alle noch erhalten und einer ist für Besucher zugänglich. Genau, also 2 Hochöfen in Belval und 6 Hochöfen in Völklingen. Die sind auch etwas kleiner, kann das sein, als die Belval? Das kannst du aber laut sagen. ganz niedlich. Ja, genau. Das heißt, du weißt, wie man einen Hochofen erkennt, ja, wie der aussieht. Das ist doch schon mal gut. Ja, also wenn man aus der Minette kommt, Ja, dann müsste weiß man man das irgendwie, können, das wie ein stimmt. Hochofen aussieht, ja. Wir kommen aber jetzt zur Frage 4. Hochofen B in Belval hat in 24 Stunden 3000 Tonnen Eisen erzeugt. Hochofen 6 in Völklingen ungefähr 1100 Tonnen. Wie konnte der Hochofen in Belval so viel mehr Eisen produzieren? A. In Luxemburg wurde schneller gearbeitet. B. In Völklingen waren die Pausen länger. Auch schön. Oder C. Die Hochofen in Völklingen sind kleiner.
Ja, sie sind kleiner, aber sie sind zum Meer. Ja, aber ich glaube, hier ist ja die Frage pro Hochofen. Pro Hochofen. Ja, ich glaube, das hat was mit der Größe zu tun. Ja, also es ist einfach so, ich glaube, der in Bellwald, der ist 88 Meter hoch oder sowas oder um die 80 Meter. Und hier unsere Hochöfen sind niedlich, wie du schon sagtest, nämlich 27 Meter hoch. Gell? Und da ist natürlich Mit den Pausen, das könnte man aber auch, also es gibt ja unterschiedliche Arbeitsgesetze, ne? Ja, aber die haben hier auch nicht so viel Pausen gehabt. Ansonsten haben die ja wie gesagt, in Wechselschicht gearbeitet, 8 Stunden. Also die Hütte musste ja rund um die Uhr laufen. Die konnte man nicht abends, wie wir das machen, um 5 Uhr abschalten, morgens nochmal anschalten. Und hatten dann während dieser Zeit auch Pausenräume. Die gab es hier auch, ein paar verschiedene Pausenräume, weil die konnten nicht den ganzen 8 Stunden in dem Staub hier arbeiten. Es war dann eine Etage tiefer, wo die hingehen konnten, sich zurückziehen konnten und ihr Butterbrot essen und ihr Tee trinken in der Gebläsehalle. Übrigens, du hast ja eben den Lärm in der Gebläsehalle angesprochen. Hier war es ja auch unglaublich laut, war auch eine hohe Belastung bei der Arbeit. Und da gab es immer so abgegrenzte Zellen, wo man dann reingehen konnte und sich ein bisschen vom Lärm erholen konnte. Also haben die schon dran gedacht. Gut, waren das alle Fragen oder haben wir noch welche? Fragen haben wir noch, aber ob wir noch welche stellen? Doch, noch eine. Eine noch? Ja. Da kommen wir zur Frage 5. 1994 wurde die Völklinger Hütte zum Weltkulturerbe der UNESCO ernannt. Was war wohl der wichtigste Grund für diese Ernennung? A. Die Hochöfen in Völklingen rosten nicht. B. Die Hochöfen der Völklinger Hütte sind die modernsten der Welt. Oder C. Die Völklinger Hütte ist noch vollständig erhalten. Ja, also... Sie sieht ziemlich komplett aus, würde ich sagen. Also so ganz viel verschiedene Gebäude und Unitäten. Also ich würde mal sagen... Ich würde auch sagen, das ist die vollständig komplette erhalten. Hütte, die einfach erhalten wurde. Absolut. Es gab natürlich mehrere Gründe, aber das war der wichtigste Grund. Ein weiterer Grund sehen wir hier, auch wenn wir uns umgucken, dass alles noch in sehr gutem Zustand ist. Ja? Dass also alles noch so ist, als wäre gestern erst die Arbeit eingestellt worden. Und das war natürlich für die UNESCO auch ein Grund. Übrigens ein wichtiger Grund, auch die Halle, wo wir jetzt gerade herkommen, die Gebläsehalle. Habt ihr ja auch eine Gebläsehalle oder wie die heißt? Gebläsehalle, ja. Wir haben halt noch 6 Maschinen dort in situ, also am Originalstandort, und das gibt es weltweit wirklich nicht mehr. Also ich übertreibe gern, wenn es hier um Völklingen geht, aber das ist wirklich die Wahrheit. Findet ihr sonst nirgends mehr auf der Welt, dass 6 solcher Gebläsemaschinen am ursprünglichen Ort erhalten sind, und das war für die UNESCO auch ein wichtiger Grund. 2024 sind jetzt genau 40 Jahre. Ja. Wird das denn groß gefeiert dieses Jahr? Das feiern wir auch. Im letzten Jahr haben wir, wie du das schon sehr gut erkannt hast, 40, warte mal, so Ja. 30. 30. 30. Ja, Entschuldigung, 30, ja. macht einen noch älter, wie man überhaupt schon ist. Also, sehr gut aufgepasst. Ja, letztes Jahr hatten wir 150-jährigen Geburtstag gefeiert hier. Das ist ja auch ein schönes Datum, ist 150 Jahre Völklinger Hütte. Und im nächsten Jahr feiern wir 30 Jahre Weltkulturerbe. Weil Weltkulturerbe war natürlich für uns ein ganz wichtiger Schritt, was gerade aus Marketing angeht, aber auch war auch für die UNESCO ein wichtiger Schritt, weil die UNESCO gesagt hat, wir wollen nicht nur Kathedralen, Klöster, historische Stadtkerne, wie dieser tolle Stadtkern von Luxemburg zum Beispiel zum Weltkulturerbe machen. Nein, wir wollen auch sowas, wo es, wie du schon gesagt hast, wo es komisch riecht, wo es dreckig ist, wo es staubig ist, wo es rostig ist auch Weltkulturerbe, weil das ist ein Zeugnis unserer Geschichte und auch ein Zeugnis der Menschheit und der menschlichen Entwicklung. Deswegen Weltkulturerbe. Okay. Vielen Dank für die interessanten Fakten über das Weltkulturerbe der Völklinger Hütte, Peter. Reden wir jetzt vielleicht mal über die Hütte als Fotomotiv und kommen zu unserem zweiten Gesprächspartner des Podcasts von heute, zu Jörg Pütz. Jörg, hast du ein Lieblingsmotiv hier in der Hütte? Ein Lieblingsmotiv in der Hütte? Naja, das Lieblingsmotiv von meinen Fotos her ist das, bei dem ich aus dem Wasserturm fotografierte und die Hütte praktisch als Ausstellungsstück zu sehen ist. Also sieht aus, als wird sie irgendwo im Museum ausgestellt. Das war zu der Zeit eben das Weltkulturerbe eben und wurde oben durch die Fenster. Im Wasserturm, genau, wurde illuminiert. Das war alles blau gewesen. Ja. Ich war dort oben, drehte mich rum und sah dann eben, wie die Hütte da liegt und dachte, super, das sieht aus wie ausgestellt, wie im Museum. Und das passte eben gerade zu dem Thema und das ist so
von den Bildern her somit mein Lieblingsmotiv. Okay, also die Hütte ist ja jetzt 30 Jahre Weltkulturerbe. Du bist seit über 30 Jahren Fotograf. Du Ist das schon so lang? Ja. fotografierst aber nicht nur Industriestätten, oder? Nein, ganz im Gegenteil. Also ich bin eigentlich mehr Architektur und Landschaft. Aber wenn man sich die Hütte anguckt, im Detail anguckt, wie viel Architektur da drin steckt, durch diese ganzen Verstrebungen, durch diese ganzen Linien, die durchlaufen. Und das ist etwas, mit dem ich eigentlich sehr viel arbeite, ist mit diesen Linien, mit Schatten, mit dem Licht, das immer wieder neue Bilder erzeugt. Und deshalb ist die Hütte natürlich sehr, sehr, sehr interessant. Wie fotografiert man Architektur wirklich korrekt? Also wie gehst du als Fotograf an ein Gebäude ran? Nehmen wir jetzt mal, du bist in irgendeiner großen Metropole und sticht dir das Motiv ins Auge? Sagst du dir da, okay, das ist jetzt das muss ich jetzt festhalten? Ja, Oder gehst du zuerst viermal ums Gebäude? Ja. Also ich sehe etwas, was mir gefällt. Und dann fange ich an zu suchen. Das Motiv zu suchen. Irgendetwas ist da, was einen ein bisschen triggert. Und das möchte man genau wissen, was ist das. Und dann fängt man an zu gucken, wie das Gebäude aussieht, wie das sich verändert, indem ich mich bewege. Wie das sich verändert, wenn ein Lichteinfall kommt, mit Licht und Schatten arbeiten. Zum Beispiel, es ist ein Gebäude in Chicago, Freunde von mir standen auch dort, hatten viele Fotos gemacht und hatten nicht dieses eine Bild hinbekommen. Das konnten sie aber nicht, weil ich war im richtigen Moment am richtigen Ort und konnte dadurch eben den Schatten als eine Linie mit einbauen und das eine unwahrscheinliche Tiefe erzeugte zum Beispiel. So gehe ich an die Architektur ran. Also es hat was zu tun mit dem Licht, also im Sonnenstand eben und was mit meiner Position zu tun, wie ich da stehe und mir das angucke. Das heißt, du kannst es natürlich auch nicht im Vorhinein richtig planen, aber du planst, du bist viel gereist, du hast gerade Chicago erwähnt. Ich hatte das Glück, schon ein paar Bilder zu sehen von dir, die wirklich mir sehr gefallen. Wie planst du denn so eine Reise? Ist es dann eher von der Arbeit oder Freizeit oder kombinierst du das? Naja, Fotografie ist schon irgendwo auch mit Freizeit, auch wenn es meine Arbeit ist, ist es mein Beruf. Beruf oder Berufung? Berufung, genau. Nein, es ist ein Beruf. Es ist für mich ein Beruf. Okay. Also ich bin jetzt kein so Verrückter, der jeden Tag überall mit der Kamera rumläuft, sondern ich sehe was. Also wenn ich jetzt solche Reisen mache wie Chicago oder so, da habe ich natürlich immer die Kamera dabei. Aber wenn ich jetzt hier rumrenne, laufe, gehe und dann sehe ich etwas und dann gucke ich mir an, wann so der beste Punkt ist und dann gehe ich mit der Kamera hin, fotografiere es und versuche dann eben das Beste rauszuholen. Ansonsten, ich glaube, man wird Material produzieren ohne Ende und was letztendlich nichts bringen würde. Aber gerade solche Reisen, die plant man natürlich vorher. Und das Ding ist, dass wir sind eigentlich immer überall höchstens 2 Nächte. Ansonsten ist das dann ein Roadtrip. Wir fahren dann einfach los. Wir wissen Start, Ziel und so ein paar Punkte dazwischen, was wir sehen wollen, an Städte oder hauptsächlich die Städte. Der Rest ist dann, wie du meintest, richtiger Ort, richtiger Moment. Genau. Wir fahren, wir sehen etwas oder einige Aufnahmen sind entstanden beim Dreh von Musikvideos mit Künstlern aus der Schlagerszene zum Beispiel. Da sind dann immer mit Freunden mitgefahren und auf der Location-Suche für diese Videos hatte ich dann viele Motive für mich gefunden. Aber natürlich eine ganz andere wie das, was die brauchen. Natürlich was ganz anderes. Aber da ist natürlich auch viel entstanden. Wie siehst du das? Wir sind ja jetzt in 2024. Quasi jeder hat mindestens ein Smartphone mit einer mehr oder weniger guten Kamera drauf. Es gibt so eine regelrechte Bilderflut, auch in den Social Medias. Und jeder postet eigentlich alles, was er sieht, alles, was er macht, überall, wo er ist. Wie denkst du als Fotograf über die Demokratisierung des Bildes, des Fotos, dass weniger Aufwand dahinter ist, als noch zum Beispiel vor 30 Jahren, als du deine Bilder noch auf Film geknipst hast, sie entwickeln musstest. Macht der Fakt, dass einer ein Smartphone hat, aus jedem Fotografen? Ja, doch, in der Tat schon. Indem ich fotografiere, bin ich Fotograf. Also klar, logisch, irgendwo schon, aber es gibt natürlich... Aber es ist immer noch nicht unbedingt Kunst. Nein, um Gottes Willen. Auch nicht jeder Fotograf fotografiert Kunst. Also um Gottes Willen, da müssen wir auch Unterschiede sehen. Also auch Berufsfotografen. Es gibt immer ganz viele Berufsfotografen, deren größter Streitpunkt ist eigentlich, ob die Kamera
scharf genug ist und ob die noch 5 Pixel mehr hat. Aber eigentlich geht es ja mehr um die Bildgestaltung. Es geht doch eigentlich um das, was an Emotionen im Foto rüberkommt, was man rüberbringen kann zum Betrachter und was äußerst schwierig ist. Also wenn man mal irgendwo am Strand stand und hat dann diese Szene fotografiert und man kommt dann nach Hause und will das dann voller Begeisterung jedem zeigen, wie toll das eben dort war. Und dann gab es ja vorher mal diese Dia-Shows, so 500 Stück. Und jeder hatte schon irgendwelche Ausreden und musste dann schnell weg, weil man konnte das nicht rüberbringen, was man wirklich erlebt hat. Also um das hinzukriegen, da muss man wirklich Bilder auch gestalten, man muss Momente abwarten und das machen die wenigsten mit ihrem Smartphone. Aber dennoch ist es auch eigentlich eine schöne Sache, dass die Leute für sich selbst all diese Erinnerungen fotografieren können. Es hat natürlich seine Berechtigung und ich finde das auch natürlich in Ordnung. Jörg, wir haben uns in Tétange kennengelernt, im kleinen Museum Ferrum, das kleine Lokalmuseum, wo ich arbeite. Klein, aber schön. Ganz klein und ganz schön. Da geht es auch um die kleinen Industrien rund um die Schmelz. Und da hast du eine ganz alte Postkartensammlung fotografiert und bearbeitet. Da taucht man ja auch in eine Welt ein, wo man viele Details erkennt aus den 90, also es waren jetzt 20er, 30er Jahre, wo die Bildqualität auch erstaunlich Natürlich, klar. gut ist. Es ist eine Arbeit von Stunden. Macht es dir Spaß, wenn du in solche Welten eintauchst auch? Oh ja, also es ist schon sehr interessant zu sehen, wie man früher sich gekleidet hatte, wie man lebte, wie die Umgebung war. Ich meine jetzt gerade bei den Bildern, wie die Straßen aussahen. Ich weiß nicht, ob überall Straßen schon vorhanden waren. Und was mich immer wieder fasziniert ist, ich habe das Empfinden, die hatten damals einen anderen Gesichtsausdruck als wir heute. Die gingen irgendwie ein Stück anders durchs Leben. Und ganz viele standen ganz stolz da und präsentierten sich für ein Foto, was für uns heute eigentlich so ist. Aber für die war das wirklich ein Ereignis, wenn sie fotografiert wurden. Die standen da, die waren voller Stolz, die beste Kleidung. Also gerade auch bei den Postkarten waren sehr, sehr viele und sehr, sehr schöne Szenen mit dabei. Also die so im Kopf hingen. Das war schon schön. Du hast auch eine ganz spannende Verbindung zu Bauhaus, wenn ich mich da nicht irre. Kannst du uns da mehr erzählen oder verwechsel ich jetzt etwas? Na gut, eine spannende Verbindung. Was heißt das? Es gibt eine Verbindung. Du möchtest hinaus, wen da kenne oder so? Ja. Ja, also das ist mein früherer Chef. Also ich hatte an der Uni angefangen und bin Fotograf in der Archäologie gewesen, Vor- und Frühgeschichte. Und mein Chef ist verheiratet gewesen, der leider nicht mehr lebt, mit der Tochter von Johannes Itten. Dadurch hatte ich dann die ganze Familie Johannes Itten kennengelernt. Ihn nicht. Das wäre schon ein bisschen länger weg. Da hatte ich die ganze Familie kennengelernt, sehr nette Leute und ich hatte das Glück und durfte eben ein Werksverzeichnis mit fotografieren. Werke, die eigentlich noch nicht wirklich veröffentlicht waren, die bei der Familie verblieben und durfte ich dann mal mit auspacken und durfte die reproduzieren und sind auch jetzt in dem Werksverzeichnis von Johannes Itten, das erschienen ist, ich glaube 2, wenn nicht sogar 3 Bände jetzt mittlerweile schon, 2 sind es auf jeden Fall, wurden die dann mit veröffentlicht und das war schon eine tolle Sache. Inspirierend. Ja, das war schon toll. Außergewöhnlich auch, dass man so einen Zugang überhaupt heute noch hat zu diesem Ja, Material, natürlich, ja. Du hattest ja vorhin auch schon mal so angemerkt, du bist aus Völklingen und die Hütte gehört für dich wirklich zu Völklingen und das eigentlich schon von klein an, oder? Wir haben jetzt damit aufgewachsen. Also von klein auf bin ich mit der Hütte verbunden, absolut. Habe auch hier gearbeitet. Immer dann, wenn ich Urlaub hatte, hatte ich hier gearbeitet und stand dann eben in so einem Hochofen mit drin auch. Gut, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das alles war, es ist alles schon ein bisschen länger her. Und habe dann auch mit gemauert, stand in der Reihe mit dem Maurer und habe dann eben die Steine gemauert. Was ich eben noch weiß, war eben staubig, heiß. Die Öfen dürfen nicht abgekühlt werden, die fallen zusammen. Und dann stand man dann da in der Reihe und hat gemauert und hat immer so ein bisschen die Füße wieder angehoben, weil die waren dann so 50 Grad oder sowas, 40, 50 Grad, ich weiß nicht mehr genau, waren die eben warm und dann muss man das drin mauern. Und das war der Beruf meines Vaters eben. Das war eine der härtesten und übelsten Arbeiten, die es hier gab, das Ausmauern der Hochöfen. Das war richtig krass, ja. Gut, dann kommen wir, glaube ich, zum nächsten Punkt unseres Podcasts. Unsere kleine Rubrik Did You Know? Und da geht es um Völklingen.
Did you know? Ich habe mir gedacht, wenn wir schon mal in Völklingen sind, dann stellen wir da auch eine kleine Frage rund um Völklingen. Wo kommt der Name her? Wisst ihr das? Es hieß, also es kommt von dem Namen Fulcolingas, wo ich allerdings vergessen habe, was das jetzt bedeutet, ehrlich gesagt. Also Fukuhila kenne ich. Fulcolingas war eigentlich ein Rufname, ein germanischer Rufname, der bis heute auch noch zum Teil verbreitet ist. Fulco, also wahrscheinlich gab es hier mal irgendwer, der Fulco geheißen hat, der hier gesiedelt hat, der wahrscheinlich ganz am Anfang hier gewohnt hat. Und heute kennt man den Namen auf Deutsch eher unter Volker. Aber das ist genau der gleiche Name. Könnte aber auch sein, dass Volker eine Fukuhila hatte Sehr wahrscheinlich und sogar. es irgendwie auch einen Zusammenhang gibt. Ja, also den einen oder anderen Volker mit Fukuhila gibt es bestimmt. Aber es gibt, selbst heute wird der Name Fulco noch zwar rar, aber es gibt noch Leute, die Fulco heißen. So habe ich zum Beispiel einen holländischen Radtrainer gefunden, der Trainer der holländischen Bahnrad-Nationalmannschaft von 2018 bis 2022. Hey. Fulco van Gulik. Chüllig. Okay. Oder Jan Folko, da ist es dann aber der Familienname, ein slowakischer Leichtathlet, der 2019 Hallen-Europameister über die 60 Meter wurde. Oder Folko Strese, ein Hamburger Graffiti-Künstler, Comiczeichner und Illustrator. War der vielleicht auch schon mal hier auf der Nein, Biennale? nicht, dass ich wüsste, nein. Okay, hätte ja sein können, dass Ja, klar, so ein natürlich. Hamburger Graffiti-Künstler Natürlich. auch mal hierhin kommt, weil das ist ja auch eine regelmäßig wiederkehrende Veranstaltung, wo ihr euer In diesem Jahr wieder, ja. wo ihr das Industrieerbe als Kulisse nutzt. Ja, also wir hat angefangen mit der Zusammenarbeit zu einem berühmten oder relativ berühmten Graffiti-Künstler aus Saarbrücken, der übrigens bei meinem Sohn auch in der Schulklasse war, so hängt das im Saarland alles zusammen. Kennen wir aus Luxemburg. Der viele Kontakte zu New Yorker Künstlern auch hatte. Und es sollte eigentlich nur eine einmalige Veranstaltung sein, aber die Nachfrage war so groß, und dass wir das als Biennale jetzt realisieren, also alle 2 Jahre gibt es eine Urban Art Biennale, die auf das Hüttengelände verteilt Werke der Graffiti und der Urban Art darstellt. Und das ist ein richtiger Boomer geworden. Früher hatten wir mussten wir die Leute anfragen, ob sie herkommen. Mittlerweile sind diese Graffiti-Jungs ganz scharf drauf, hier auszustellen, weil sie halt diese Aura des Ortes auch sehr schätzen und sehr auch diese Umgebung schätzen und da ihre Werke zeigen wollen. Wann ist dann die nächste? Die startet jetzt, so viel ich weiß, im April startet die Urban Art Biennale 2024. Ich kenne selbst noch nicht, wer da alles erscheinen wird, aber es wird bestimmt wieder eine spannende Angelegenheit. Wenn ihr vom Bahnhof hier runtergekommen seid, dann habt ihr auch eines der größten Werke unserer Urban Art gesehen, dass da eine Halle von Saarstahl drauf ist, das Porträt eines türkischen Hochöfners, der hier gearbeitet hat. Das finde ich wirklich sensationell, dass der da verewigt worden ist und so auch schon von unserer Biennale dann auch in diesem Jahr künden wird. Ja, super beeindruckend. Ja, das heißt, dass da auch immer wieder Kunstwerke geschaffen werden, die dann auch hier bleiben. Entweder im Werk oder in der Stadt. Ja, also die Frage ist berechtigt, ist tatsächlich zweigeteilt. Es gibt mittlerweile Graffiti-Künstler, die auf Leinwänden arbeiten, was ja eigentlich der Graffiti-Kunst widerspricht. Aber die Leute wollen ja auch ihre Kunst verkaufen und was davon haben. Und es gibt nach wie vor natürlich Graffiti-Künstler, die vor Ort arbeiten. Wir haben dann hier meistens 2, 3 Künstler, die in der Stadt arbeiten, also dort entweder Installationen machen oder auch Wände künstlerisch gestalten und natürlich auch hier auf dem Gelände Graffiti-Künstler, die dann auf Leinwänden oder Holzwänden ihre Kunst zeigen. Anderes Thema, jetzt von der Biennale weg. Ich bin ja Mitarbeiter eines Biosphärenreservats. Hier in Völklingen gibt es keine Biosphäre, hier gibt es ein Weltkulturerbe. Aber wir haben die alten Tagebaugebiete, in denen die Minnet abgebaut wurde, unter Schutz gestellt. Ihr habt die Minnet hier verarbeitet. Ihr habt aber auch so einen kleinen Platz der Natur überlassen, hier im Weltkulturerbe Völklinger Hütte, das Paradies.
Gab es dafür einfach keinen Nutzungsplan oder warum hat man das gemacht? Warum wurde die Entscheidung getroffen, der Natur da Raum zu lassen? Es ist ganz einfach. Weltkulturerbe ist ein abgeschlossenes Territorium. Da gehört die Kokerei, jedenfalls die jüngsten Teile der Kokerei gehören auch zum Weltkulturerbe. Die hinteren Bereiche der Kokerei gehören nicht zum Weltkulturerbe. Es sind zwar auch Denkmalschutz, auch Denkmal, aber kein Weltkulturerbe. Das heißt, wir konnten da unabhängig von der UNESCO, die uns ja sonst überall kontrolliert, völlig zu Recht und völlig intensiv auch kontrolliert, und die haben auch sehr was strenge wir machen, Auflagen. sehr streng, genau. Die haben uns schon ein paar Mal angeschimpft, dass wir was falsch machen, achten also sehr gut drauf. Und in diesem Bereich der Kokerei, dem hinteren, ist nur Denkmalschutz. Da haben wir gesagt, wenn wir schon diese Möglichkeit haben, dann versuchen wir da was Besonderes zu machen, was wir sonst nicht realisieren können. Wir lassen da der Natur ihren Lauf. Und das alte Schlagwort von die Natur holt sich ihr Terrain zurück, kann man da wirklich vor Ort beobachten. Und es war für uns auch so ein, wisst ihr, Arbeit in der Kokerei war Arbeit in der Hölle, richtig in der Hölle. Das war neben dem, was der Kollege da gemacht hat, wirklich richtig krasse Arbeit, was die Jungs da geleistet haben. Und da haben wir gesagt, vorne Kokerei, Arbeit in der Hölle, dann nennen wir hinten das bisschen provokativ auch das Paradies und lassen da der Natur ihren Lauf. Was man übrigens nicht absolut machen kann, sonst wird die Natur alles auffressen und alles zerstören. Wir müssen also auch dort zurückschneiden, ab und zu Bäume fällen und sowas, weil das Holz den Stahl verbiegt und auch zerstört. Aber wir haben dort einen Freiraum geschaffen, wo die Natur sich ausbreiten kann und der von unseren Besuchern auch sehr geschätzt wird. Ihr könnt euch das vorstellen, wenn man hier 2 Stunden durch den rostigen Stahl gelatscht ist, dann will man auch was anderes sehen, will sich mal auf eine gemütliche Bank setzen, die Natur wirken lassen, der Natur lauschen und das kann man dort in unserem Paradies machen. Dann auch noch eine Frage zum Paradies an den Fotografen in unserer Runde, an Jörg. Hast du einen Lieblingsort im Paradies? Hast du da schon fotografiert und so einen Lieblingsort, ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, nein, ich hatte das damals in der Entstehung, hatte ich das mal gesehen, aber ich war jetzt seitdem nicht mehr dort, also ich kann jetzt gar nicht sagen, wie das jetzt genau aussieht. Okay, wäre ja aber mal vielleicht eine Idee, da mal Stimmungen fangen zu gehen jetzt im Frühling oder im Sommer oder so. Mach es jetzt nicht, mach es im Frühling, genau. Ja. Im Moment ist es ziemlich öd. Es ist immer erstmal eine Frage. Als erstes darf man nicht hier einfach rumrennen und darf alles fotografieren und veröffentlichen. Das geht nicht. Also man muss erst natürlich ein Antragsverfahren, das muss man eben alles machen. Und ich hatte im Moment andere Sachen Priorität. Also wenn man so raus in die Welt reist, ich komme immer wieder gerne nach Hause, aber ich habe jetzt so viel schon gesehen wieder außenrum und noch Projekte im Kopf, die man verwirklichen will, da ist sowas ein bisschen nach hinten weggerutscht. Es ist wie immer, was vor der eigenen Haustür liegt. Es ist am weitesten weg. Ja. Als ich eben hier rein kam und sehe wieder die ganzen Details, die Uhren da vorne am Durchgang, die da oben noch sind oder diese Schalltafeln, wie das alles noch aussieht. Ich habe ein paar Fotos als das hier so langsam erst losging, wo erst so alles so zerstört wurde, kaputt gemacht wurde von einigen Leuten. Da habe ich so ein paar Bilder mit kaputten Scheiben. Der Arbeitsplatz verlassen, ist irgendwie alles rausgerissen und jetzt sieht aus wie teilweise mitgenommen. Am Fenster steht dann noch einmal groß Sau und solche Dinge eben, als das so verlassen waren. Das war so mehr die Zeit, als ich hier so rumlief und eben auch fotografierte. Darf ich noch kurz eine Bemerkung dazu machen? Natur ist ja, oder das Zurückkehren der Natur in einen industriellen Ort ist ja auch ein Stück Nachhaltigkeit. Ja? Wir haben durch die Natur, durch die industrielle Revolution wurde viel Natur zerstört, wird immer noch zerstört. Und ich denke, dass wir als Betreiber solcher Orte allein die Pflicht haben, auch durch das Wiederkehren der Natur auch ein Stück Nachhaltigkeit zu schaffen. Es ist natürlich schwierig, weil die Natur zerfrisst den Stahl, habe ich euch ja eben gezeigt. Aber Natur ist auch ein Stück Befreiung von dieser harten Industriewelt, gerade in der Kokerei, wo eigentlich früher nie ein Pflänzchen, nie ein Blümchen, nie ein Gräschen gewachsen ist und ist ein Symptom für Nachhaltigkeit. Das ist ja, aber man fand ja immer Bereiche, wenn man da durchging, also als junger Kerl und noch daran erinnere, da war die Natur nie weg. Die hat immer irgendwie einen Weg gefunden, auch bis in die Hütte rein. Also eine Nische gab es immer. Ja, auch während dem Betrieb. Ne? Also, Natur hat Power, ja. War immer da gewesen. Deshalb, wenn man die wirklich machen lassen würde, wenn man alles wachsen lassen würde,
hat Peter recht, das würde hier wirklich sehr viel zerstören. Ich wollte auf einen anderen Aspekt, also wollte ich fragen, Peter, was die aktuelle und vergangene kulturelle Nutzung des Welterbes, also du hast ja schon gesagt mit der Biennale, kannst du vielleicht uns noch kleine Details also noch dazu geben, ob du noch was dazu hinzuzufügen hast? Ja, im Moment haben wir die Ausstellung Geschichte des deutschen Films, wo wir eben durchgegangen sind, die sehr gut gelungen ist. Diese Ausstellung in der Bessalletz wird noch bis in den Herbst reinlaufen und dann wird eine neue große Ausstellung kommen in der Gebläsehalle. Vorher wird schon, wie gesagt, dann die Biennale starten, die aber mehr so aufs Gelände begrenzt ist und auf die Möllerhalle auch begrenzt ist. Das sind so Sachen, die dann parallel laufen. Wir haben ein großes Projekt in diesem Jahr und das ist die Neueröffnung unseres Wasserhochbehälters, wo das neue Eingangszentrum der Hütte entsteht, jetzt fast fertig ist, wo auch eine Ausstellung zur Geschichte der Hütte drin ist, die ich sehr mag, weil sie sehr gut die verschiedenen Aspekte der Völklinger Hütte darstellt. Das sind solche Projekte, die jetzt in Zukunft noch auf uns zukommen werden, in diesem Jahr noch auf uns zukommen werden. Ja? Wann, wie sind die Öffnungszeiten von der Hütte? Wir haben in der Saison, also die geht jetzt im April los, 1. April los, haben wir zwischen 10 und 19 Uhr geöffnet. Jetzt in der Winterzeit ist das zwischen 10 und 18 Uhr, also eine Stunde verkürzt. Und an allen Tagen. Jeden Tag allen. Ja, genau. Super, ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall und sich auch wirklich Zeit zu nehmen, weil da braucht man schon... Das denke ich auch. Also wir haben Besucherzeiten, das haben wir durch Besucherbefragung rausgekriegt, von länger als 3 Stunden. Mhm. Es gibt tatsächlich Besucher, das bewundere ich immer, die sich dann jedes Exponat auch in den Ausstellungen angucken. Also da ist man schon den ganzen Tag mindestens einen Tag unterwegs, wenn nicht sogar länger, ja. Lohnt sich auf jeden Fall, das werden wir auch verlinken, alle Infos zu aktuellen Ausstellungen. Das ist sehr schön, ja. Gerade die Biennale auch, also man kann dann wirklich aus jedem Gelände, man entdeckt immer wieder überall irgendwelche Werke oder so, da kommt eine Ecke und dann ist dann wieder ein schönes Graffiti da, also so wie ich das damals kennenlernte, das ist natürlich sehr interessant. Das war dann eben beides, ne? Man sieht dann wirklich die Kunst und die Hütte eben richtig erleben kann und das ist sehr, sehr interessant. Also. Ich meine, das ist ja auch ein Aspekt der Transformation, dass man Maschinenhallen zu Ausstellungshallen macht, ne? Dass man Räume wie diesen hier auch zu Besucherräumen war. Früher waren hier 2, 3 Mannequin unterwegs in dieser Halle. Mittlerweile ist das ein Bereich für unsere Besucher, den sie auch sich angucken können. Und Transformation wiederum ist ja eigentlich die DNA der Industriekultur und auch die DNA der Nachhaltigkeit. Wir nutzen Räume um. Wir bauen nicht irgendwie nebendran ein neues Besucherzentrum, sondern wir transformieren den Wasserhochbehälter ursprünglich als Speicher für Wasser zu einem Eingangszentrum fürs Weltkulturerbe. Und das ist Nachhaltigkeit. Ja, und sogar bei der Biennale sind auch die Künstler, die nutzen auch Rohre, um ihre Kunst auch sich zu entfalten. Ja, auch eine Form. Auch als kreative Ideen, da jetzt auch Projekte zu entwickeln. Das ist auch Transformation, genau. Ja. Aber das kennt ihr ja in Belval auch. Ich meine, ihr habt ja das geniale Unterfangen gemacht, eure Hochöfen mit den Füßen ins Wasser reinzustellen. Das finde ich ja sensationell. Das ist auch ein Aspekt der Nachhaltigkeit. Und ich habe immer noch, als wir dort waren, immer noch dieses Bild dieses einen Cafés da, das kleine Cafés, das da in der Durchgangsstraße da ist, wo diese Tüllen reinragen, wo das Rohreisen rausgelaufen ist. Finde ich sensationell. Ihr macht da wirklich ganz tolle Arbeit. Ich bewundere das wirklich. In Belval wurde ja ein anderer Weg beschritten wie in Völklingen. Ihr habt die Hochöfen ja auch komplett gesandstrahlt und mit einer transparenten Schicht überzogen. Wir lassen die ja mehr oder weniger sofort sich hinrosten, greife nur dann an, wenn die Substanz gefährdet ist, also wenn irgendwas abfault oder irgendwas droht runterzufallen oder sowas, dann sind wir vor Ort. Aber die Struktur wird erhalten. Aber bei eurer Lösung finde ich auch sehr interessant, was ihr da geschafft habt. Leute, ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst. Das ist sensationell, gell? Das ist richtig krass, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Auch diese Verbindung mit der Universität und den ganzen Orten drumherum, das ist einfach genial. Ich liebe das wirklich. Es ist immer schwierig, wenn man bei sich zu Hause ist, das so zu sehen, also für viele andere. Ja, ich wollte noch mal auf die Soziologie. Also wir haben erfahren, dass Sie Soziologie studiert haben und dass sich mit Industriekultur, sehen wir ja, dass durch und durch alle Fragen, die Sie uns beantworten und die Geschichten, die Sie uns erzählen, beeindruckend sind.
Was ist mit den Gästen, die Sie tagtäglich begleiten? Wie empfinden Sie die Transformationen im Laufe der Zeit? Was können Sie dazu erzählen? Also mein Schwerpunkt meiner Arbeit hier, als ich noch bei der Gesellschaft gearbeitet habe, also bei der Gesellschaft Weltkulturerbe Völklinger Hütte AG bis 2019, da ging ich in Rente, war ja Besuchermanagement. Also ich hatte viel mit Besuchern zu tun. Ich habe Besucherinformationen ausgearbeitet, ich habe Besucherguides also auch ausgebildet, habe selbst viele Führungen gemacht. Eigentlich hat sich nicht viel verändert zu den Anfangstagen. Die Leute sind immer wieder zunächst mal geschockt von der Dimension hier. Das ist in Bellwalder noch ganz anders. Da muss man ja den Kopf noch weiter in den Nacken werfen, um da hoch zu gucken. Aber unsere Aufgabe ist ja nicht nur zu sagen, oh, hier ist alles groß und toll. Nein, unsere Aufgabe ist ja, die Geschichte des Ortes und auch vor allen Dingen die Geschichte der Menschen zu vermitteln. Und das interessiert die Leute in der Tat immer noch am meisten. Die wollen also Storys wissen, wie du sie erzählst zum Beispiel. Die wollen wissen, wie es im Hochofen war. Die wollen wissen, wie es hier in dieser Halle war, wo alles voll Staub war. Wie die Arbeiter hier zurechtgekommen sind. Und das sind nach wie vor die zentralen Themen. Da gibt es aber, glaube ich, auch ein ganz schönes Archiv, was ihr zusammen mit dem Saarländischen Rundfunk erstellt habt, mit wirklich Zeugenaussagen von Leuten, die hier im Werk gearbeitet haben. Das ist richtig. Das habe ich damals auch als Projektleiter begleitet. Ihr hattet ja auch ich glaube, bei der Tagung habt ihr auch mal so ein Archiv vorgestellt, dass das bei euch am Entstehen ist, wo ich die defätistische Frage gestellt habe, was macht ihr eigentlich mit dem ganzen Stoff, den ihr da sammelt? Das war hier genauso. Wir haben ganze Schränke voller Videoaufnahmen gehabt, aber was macht man damit? Das auszuwerten, das geht fast gar nicht, das ist so viel Material. Und das ist halt immer so das Problem der Oral History, wie man das ja so schön nennt, dass man das Sammeln des Materials, Quatschen mit den Leuten, Zeitzeugen, das ist einfach, das kann jeder und das macht auch Spaß und das macht Freude und da kommt auch viel dabei raus. Nur das nachher auszuwerten, da was draus zu machen, muss ja nicht unbedingt ein Buch sein, kann ja auch irgendwie Podcast sein. Podcast finde ich zum Beispiel klasse, das ist ein modernes Medium, absolut, ja, du hast recht, das ist auch sowas. Und das ist halt das große Problem und das war auch das Problem dieser Zeitzeugenbefragung hier. Die Sachen, die das Saarländische Rundfunk auf seiner Website hatte, die sind super, die haben das auch gut bearbeitet. Nur wenn du das alles so bearbeiten willst, das ist richtig viel Arbeit und kostet richtig viel Geld und das ist oft nicht da. Ja, daran scheitert es dann eben sehr häufig. Peter, Jörg, ich habe noch eine etwas andere Frage an euch, eine quirky question. Quirky question. Die Minat Mashup Zauberfee kann euch jetzt sofort in eine aktuelle oder, ja, das bin ich, ja. Das dachte ich mir, das Übrigens, sieht doch schon so aus. Hat schon meinen Zauberstab. Sie kann euch sofort in eine aktuelle oder vergangene Ausstellung zaubern. Wo zaubere ich euch hin und in welcher Rolle seid ihr da? Könnt gerne kurz überlegen. Also ich brauche da keine Sekunde zu überlegen, ich weiß das sofort. Das ist die Ausstellung Ägypten, da würde ich gerne noch mal zwischen den 2 Sarkophagen stehen, die wir da gemacht haben, weil diese Beschäftigung mit der ägyptischen Kultur, die hat mich so bewegt, die hat mein Leben geändert. Das war so interessant damals. Ich werde nie die Situation vergessen. Ich habe da auch Besucherführung durch die Ausstellung gemacht, wie ich neben dem Sarkophag gestanden habe und 2 Omas aus Völklingen waren da. Und denen sind die Tränen das Gesicht runtergelaufen, weil die so gerührt waren von diesen feinen Arbeiten, den Malarbeiten. Und das war wirklich, das hat mich umgehauen. Das hat mich richtig fertig gemacht. Heute ist noch die ägyptische Kultur ein ganz wichtiger Teil meines Lebens. Und das war die Ausstellung, die hat geflasht ohne Ende. Wow. Könnte ich jetzt noch eine Stunde drüber reden, mache ich aber jetzt nicht. Aber das ist ja auch Wahnsinn, dann so eine Ausstellung an so einem Ort zu haben und dieser Kulturclash überhaupt, das muss schon... Ich meine, das war ja das Ziel von Grebenich, also dem vorherigen Generaldirektor der Hütte, der wollte durch diese kulturellen Ausstellungen ja erstmal Kulturen hierher kommen und man hat wirklich Sachen gesehen,
ob das jetzt Inkas waren, ob das Kelten waren, ob das Ägypter waren, wo man sonst nie die Gelegenheit hätte, die jetzt sehen zu können. Und ihr habt ja auch haben wir irgendwann mal die Leute in der Nachbarschaft angesprochen, die sogenannte Community, die rückt ja auch immer mehr ins Zentrum der Industriekultur mittlerweile. Und diese Community, das waren genau diese 2 Omas, die da geflennt haben neben den Sarkophagen. Das ist unsere Community und denen müssen wir was bieten. Ob das Industriekultur ist, ob das Urban Art ist, ob das Musik ist, wie ihr in der Rockhalle oder sowas, die müssen im Zentrum unserer Arbeit stehen. Wir arbeiten nicht für Maschinen oder für Häuser, nein, wir arbeiten für Menschen und das ist wichtig. Jörg? Bei mir wäre es mir die Zukunft, was ich das noch nicht gesehen habe. Ich hätte gerne mal eine richtig schöne Ausstellung Francis Bacon mal gesehen. Da gibt es noch so viele Sachen noch zu entdecken und zu verstehen und mit dem, was ich da bis jetzt so gesehen habe, hat sich mir noch nicht alles erschlossen. Da würde ich gerne noch mal so... Und die gab es hier? Nein, die Ausstellung gibt es noch nicht, deshalb sagte ich Zukunft. Okay, Zukunft, ja. Ich weiß es nicht, also ich kenne keinen Ort, wo das jetzt schon mal so war. Aber du hast die Magnum-Ausstellung damals gesehen in der Gebläsehalle, der Magnum-Fotografen, die große Ausstellung. Also unsere erste Ausstellung in der Möllerhalle war zum Beispiel eine Ausstellung zum 11. September, wo wir diese riesengroßen Schwarz-Weiß-Bilder der Magnum-Fotografen, die dort vor Ort waren, gezeigt haben. Das war die erste Nutzung der Möllerhalle und wir haben nachher in der Gebläsehalle auch eine große Ausstellung mit Magnum-Fotos. Also wenn ich es richtig weiß... Also Magnum ist diese Fotoagentur da, die berühmte. Kennt ihr ja, ne? Also ist jetzt nichts Neues für dich. Maria, hattest du so eine Lieblingsausstellung? Hier. Also das war Leonardo da Vinci. Also das hat mich total umgehauen, dass man auch noch Skizzenbücher von ihm, also wirklich so handoriginal gezeichnet, das hat mich total berührt, dass so ein Mensch so viel geschaffen hat und dass es auch hier in dieser Kulisse, in dieser Technik und diese Gedanken, die er hat, also transportiere, also schon in ganz früheren Jahren, ja, das hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen. Das war unsere erste große Ausstellung hier unter Grevenich. Und ich kann dir eins sagen, ich war nah dran, da zu kündigen, weil das war das erste Mal, dass wir so ein Projekt gestemmt haben und das war der Wahnsinn. Aber wir haben es ganz gut hingekriegt. Und sie hat ja dann noch bleibenden Eindruck hinterlassen. Großen Lob. Also ich habe ganz viele Fotos gemacht. Ja. Also die Keltenausstellung, die war auch sehr gut. Also. Ja, die war auch sehr gut, ja. Also für mich ist das Gold der Inkas absolut einer meiner Favorites gewesen, die hier hat heute. Gold zieht immer. Ja, Gold zieht immer. Ja, Gold sind gleich 10.000 Besucher mehr. Ich freue mich sehr, um jetzt in die deutsche Filmgeschichte einzutauchen heute Nachmittag. Also ich glaube, wir lassen uns noch etwas Zeit. Hier in der Hütte? Jetzt, wo wir hier sind. Ich glaube das auch. Also wir werden jetzt noch mal ein bisschen davon profitieren, einen großen Rundgang hier zu machen, die Expo zu gucken der deutschen Filmgeschichte und laden jeden herzlich ein, im Laufe der nächsten Wochen und Monate dann auch zur Graffiti-Biennale einfach mal bis nach Völklingen zu kommen. So weit ist es nicht aus dem Minat bis dahin. Also das am Anfang wirklich just ein kleiner Katzensprung. Das klang es mehr wie ein Dreiviertelstündchen von Dietlänge aus, dann ist ich schon high. Und da kann ich dann das fantastische, faszinante Welt antauchen. Vielen Dank an unsere beiden Gäste, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute hier mit uns zu reden. Vielen Dank. Ich danke euch und let's work together, Leute. Let's work together. Let's work. Schön fand. Alt links von der Sujet aus diesem Episode natürlich auf minat-biosphäre.com. Da verlinkt mir erst an den Shownotes an den nächsten Rendezvous als der letzte Freitag vom März. So viel sehr schon verraten, auch da bleibt man nicht am Minat. Ja, wir ziehen weiter. Ja, dann aber ein Zwölf ernst hin, wo das fand dann raus, wandert dann im No-Lausstadt. Lomo, merci für die No-Lausstrenei. Und bis geschwind. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.